Währenddessen muss ich mal kurz mein Handy einstöpseln, weil wegen Zeit und Batterie. Also wegen Batterie einstöpseln und mein Handy brauche ich wegen der Zeit. So wegen Aufnehmen und so. Weil, ja. Ich nehme auf, sonst würdet ihr das nicht können schauen. Mal schauen. Haben wir einen Wild Horseradish? Wir haben Lauch, wir haben Onions, wir haben Wild Horseradish. Wo ist denn Abigail? Ich weiß gar nicht mehr. Ehrlich zu sein. Delivery. Wo ist denn die? Die Abigail ist doch die, die so ein bisschen teeny goth war, nicht? Uno momento. Hat er jetzt gerade irgendwas gegossen? Aus Langeweile oder was? Ja, ich habe etwas auf der Brille gehabt. Das ist nicht so gäbig. Wer bist denn du? Ich weiß gar nicht. Oh, du bist Jody. I'm taking off today. I'm taking a day off. Oder so. Ich glaube, der Abigail war da oben bei der Schreinerin. Aber ich könnte mich auch täuschen. Wahrscheinlich werden wir jetzt den ganzen Tag damit verbringen, die Abigail zu suchen. Hey! Du bist nicht Abigail. Du bist Maru. Hey, you've been another week for progress on the farm. It seems like things are going well for you. Ein bisschen, ja. Bin ich nicht ganz unglücklich. Abigail. Kann man nicht auf der Map nachschauen? Doch. Pierre, Caroline und Abigail. Nice. Geht ja. Einfach mal ein bisschen nachdenken, dann schafft man so Zeug schon. Unglaublich. Oh wow, es sind sogar Vögel nur zwitschern. It's Farmer Kuma. Das bin ich in der Tat. Aber mir ratet, Abigail ist hier im Zimmer und ich darf nicht rein. Ah, sie ist mit ihrer Mutter im Zimmer. Jetzt, was machen wir? Warten wir mal, bis sie wieder rauskommt, oder? Schauen wir mal ein bisschen um. Vielleicht kommt sie währenddessen raus. Okay, Keksli und das Radio. Notiz. To Mr. Pierre. It pains me to be the bearer of bad news, but I feel obligated to inform you of a recent development most threatening to your livelihood. Joja Co has decided to expand into Pelican Town. It's too late for protest. Joja builders have already broken ground for the new Joja Mart. This must be devastating news for you. So many years in business. A local standby. And now obscured by the shadow of a powerful, efficient, economically viable corporation. What a shame. As manager of the new Joja Mart, I feel to some degree personally responsible for your predicament. As such, I'd like to offer you a position as assistant grocer. Wages start at 5 gold an hour. Okay, ich weiß nicht wie viel das... Ich glaube, ich mache als Farmer schon mehr als 5 Gold pro Stunde. Aber ja. I look forward to seeing your resume. Oder your resume. So, das Resume hat normalerweise nur ein E noch hinten dran. Mr. Morris, Manager, Pelican Town, Joja Mart. So ein Arsch. Abigail, raus. Abigail! Oh man, I've been pushing off my homework all weekend. Looks like I'll be pulling another all-nighter. Moment, ich kann da was für dich. Hey, perfect. Here's your reward, Kuma. Don't say a word to my dad. Habe ich nicht vor. Da hinten jetzt noch eine Kille. Ist das irgendwie so eine Art Gemeinschaftszentrum? Oder so? Und du bist sicher Caroline.
Ja, Caroline. Today I'm just going to relax and think positively. Do as you wish. Kann man da irgendwie Bett oder so? Altar of Yoga. Ich will nicht sagen. Du bist Jody, immer noch. If I don't spend any time outside, I'll go crazy. Und I've never been religious, but hey, I'm old. Ja, okay. Im Alter wird man religiös, ist klar. Moment mal. Das ist das Zimmer von der Abigail? Das ist das Zimmer von ihren Eltern? Sehe ich das richtig? Okay. Nein, ich hinterfrage das nicht. Wie sie die Augen hier und her gehen. So. Oh mein Gott. Ich liebe Details von dem Spiel. Hello Louis. I've been mayor of Pelican Town for over 20 years. Das ist beachtlich. Habe ich schon gemacht. Weißt du, ich will vielleicht auch nicht einen Aushang machen, wenn ich meinen Vater reinlegen will. Und den Aushang dann an am schwarzen Brett von meinem Vater anhängen. Aber ja, das befürchte ich nur. Ich könnte schon mal aus dem Weg. Ich will gerne Dates und so sehen. Was? Ich will gerne mit dir reden. I like being mayor. Aha. Jetzt habe ich nicht gesehen, was er vorne gesagt hat. Well, wann ist denn das? In 1, 2, 3, 4 Tagen. Okay. Also 1, 2, 3, 4 Tage. Well, what should I do now? Wir haben das Zeug gegossen, wir haben wieder Geld. Ja, ich würde sagen, gehen wir rein. Ja, ich würde halt gerne die Quest machen, wo wir bis Level 40 runter müssen. Und für das müssen wir nicht rein. So, leid's mal tut. Hoffentlich kommen wir überhaupt 5 Level runter. Es ist jetzt schon wieder 4. Und leider bleibt die Zeit nicht stehen innerhalb von Gebäuden. Es gibt einen Mod für das. Ja, das Ding ist Early Access und es gibt schon Mods. Aber ich habe jetzt schon Fackeln gesetzt. Ich will mich doch verarschen. Haben die alle meine Fackeln wieder weggemacht? I don't like that. Und scheiß Fledermaus irgendwo. Oh nein. Wir sehen nachher, sobald wir... Oh wow. Sobald wir geschlafen gehen, sehen wir dann auch, wie viel dass die Bad Wings tatsächlich wert sind. Ja. Füge Kreische nicht dahinter, oder wie? Woher kommst du? Von der Dunter, oder? 2. Könnte ich nochmal eine? Okay, und eine? Nice, dankeschön. Vielen Dank für... Ah, doch immer. Da haben wir schon... Also, quasi, checken, wo wir freigeschaltet haben, bleibt irgendwie, aber unsere Fackeln nicht immer. Vielleicht haben die Steingolems die Fackeln wieder weggemacht. Das könnte sein. Ich meine, ich kann mir Abwegiges vorstellen. Okay. Das ist sehr sternenförmig da. Und da kann man nicht weiter. Ich weiß nicht, ob wir noch in der Mitte rumgraben.
Cause why not? Oh. Ich hoffe, keiner von diesen Stein-Golems hat stecken. Ah, da. Gut. Okay. Unsere Energie geht schon wieder relativ weit runter. Aber wir sind schon fast bei 35. Das finde ich gut. Yes! 35. Ding! Und 36. Nice! Und natürlich haben wir jetzt Tausende von Fledermäusen. Das tut nicht nur wie Fledermäuse, um ehrlich zu sein. Also, man kann die Richtung, wo man schlägt, nicht ändern, wenn man schlägt. Also quasi, man hat sehr viel Delay dahinter. Was es nicht wirklich einfach macht, manchmal. Ist echt die Stege irgendwo da so versteckt? So eine scheiß Fledermaus. Das sind fast noch schlimmer als die Motte oder was auch immer das soll darstellen. Come on. Gut. Da geht es nicht wirklich weiter. Wow, hallo. Hallo, Sir. Woher kommst du da mal? Da. Oh Gott. Weißt du, alles geht in die Richtung, wo man mit der Maus zeigt. Außer der Schwertschlag. Der geht einfach immer geradeaus, dort wo man gerade ist. Oder Hilo, besser gesagt. Das finde ich irgendwie uncool. Okay, unsere letzte Fackel. Das finde ich auch uncool. Was haben wir denn da? Earth Crystal. Okay. Autsch. Da hat es nichts. So ist es ausgesehen. Ah, Leiter. Ich dachte so, ich komme nicht vorwärts. Das muss eine Leiter sein. Da hat es viel zu wenig Fackeln. Viel zu wenig Licht. Ich brauche mehr Fackeln. Okay. Und ich habe nichts zu essen dabei. Das ist kacke. Please, nächste Stege. Oh Mann. Kohle, danke schön. Steck. Ah, das ist nur so ausgesehen wegen dem Viech. Schade, dass da kein Stecker oben steht. Das hätte ich jetzt gern gesehen. Oh fuck, wir müssen also wieder zurück. Well, so knapp vor dem Level 40 gehen wir wieder zurück. Leave the mine. Yes, it's getting late. It's getting really late. Und ich will gern eine Strafzahlung verhindern. Es wird wahrscheinlich nichts wieder. Bis um 2 haben wir Zeit. Vielleicht wird es was. Vielleicht schaffen wir es. Aber die Zeit geht schnell vorbei. Viel zu schnell, wenn ihr mich fragt. 40. 50. Ja, doch, ich glaube, wir schaffen es. 1 am Morgen. Ich glaube, es ist um 2 gegangen, oder? Nicht bis um 1:30. Hoffen wir mal das Beste. Please. Und... We did it. Das ist verdammt... Holy shit! Die Erdbeeren sind ja hure wertvoll. Und Batwings, so lala. Eine ist ungefähr
25 oder so wahrscheinlich. 27. Ein bisschen weniger als 27. Nein, Moment. Ein bisschen weniger als 9, 8. 8 wahrscheinlich, irgend sowas. Keine Ahnung. Ich bin nicht so gut im Multiplizieren und Dividieren im Kopf. Aber die Erdbeeren sind ja hure wertvoll. Oh mein Gott. Das kommt rein, das kommt rein. Das und das und das. Und das und das und das. Nice. Ich hoffe, wir können bald Cauliflower pflücken. Weil, falls nicht, ist dann verrottet die dann im Sommer. Das finde ich nicht so geil. Gut, let's gieß that stuff. Einmal Flüssigkeit ziehen. Und dann los geht's. So und so und so. Das funktioniert doch schon mal relativ gut. Langsam habe ich es draussen. Jetzt da noch. Hier ist ein Blumenkohl. Da haben wir gerade nichts. Wieso weiss ich das Ding? Dann da noch. Und natürlich da noch. Kein Wasser mehr. Wir haben nicht genug Wasser für diese ganze Pflanze. Das ist schade. Das ist sehr schade. So. Gut. Hätten wir das auch schon erledigt? Unsere Energie ist fast komplett unten wieder. Heute keine Mine. Das könnten wir machen. Theoretisch kann man alles unseres Geld nochmal in Turnips investieren und die aussäen. Oder in Herdöpfel. Wie viel Geld bringen Herdöpfel? Ein Haufen, glaube ich. Ja, und da kommen wir natürlich noch nicht rein. Weil es fängt ja schon müde an. Reden wir mal mit dir. Penny. Hey. Oh, did you want something? Ah, nein, ist okay. Wer bist denn du? Ah, der Gast, der sieht von der Seite hure komisch aus. Der Schnurrbart sieht hure anders aus in Pixel-Version und die Frisur auch. Yeah, I know a lot about the people living here. That's one of the benefits of being a bartender. Sometimes I hear too much. Das glaube ich dir sogar. Du bist jetzt einfach stehen. Nein, gut. Hat nicht der irgendwie Geburtstag oder so? Kann ich mal anschauen. Hallo? Dankeschön. Nein, der hat schon ein Willi Geburtstag gehabt. Haben wir verpasst. Naja. Wie viel kostet eigentlich der? 10.000 Gold. Nein. Aber Potato Seeds für 6 Days. Und es könnte mehrere Potatoes geben. Ist es uns das wert? Wir wenigstens nicht so viel gießen, weil so viel Energie haben wir glaube ich nicht. Also nehmen wir mal so viel wie wir können. That's a lot of potatoes. Ja, okay. Why not? Let's do it, würde ich sagen. Hui. Das wird ein Haufen Arbeit. Aber ich meine, es ist ein Farmerspiel. Kann man nicht sagen. Wo sind wir aus dem Geschichte? Am besten da. Wir haben 37, das heißt wir haben 5, 6, 12, 24, 36 und dann nochmal eine kann man da so an tun oder so. Okay, that's a big field. Sehr grosses Feld. Hoffentlich gibt es das auch viel Geld. Was haben wir? Clay. Ah, okay.
Oh Gott, unsere Energie lange wahrscheinlich nicht einmal zum alles gießen. Zum Glück tut es aussehen, glaube ich, keine Energie brauchen. So, jetzt haben wir noch einen. Und den und ich. Da. Und jetzt das Gießen. Ich glaube, wir brauchen jetzt einen kleinen Energieschub. Haben wir leider nichts gerade da. Zum Glück haben wir noch Haufen Pflanzen. Und... nicht gießen! Was nehmen wir mal? Salmonberry. Tun wir ein paar von denen. Echte. Yes, please. Nom nom nom. Eat. Yes, please. Nom nom nom. Oh, nochmal eins, komm schon. Weißt du welches? Oh, nochmal eins. Gut. Ich sage, das ist genug Energie für heute. Güsse. Einmal Güsse, zweimal Güsse, dreimal Güsse, viermal Güsse, fünfmal Güsse, sechsmal Güsse. Einmal Güsse, zweimal Güsse, dreimal Güsse, viermal Güsse, 5, 6, 7, 8, 9, nice. Und weiter geht's. So für die Herdöpfel. Ich nehme an, wir haben kein Wasser mehr. Komm schon. Komm Dummy. Da, dankeschön. Und der letzte. Holy shit. Das wird ein grosses Feld, das sage ich euch jetzt schon. Wir haben doch mal da einen. Ja, tatsächlich. Pine tar. Pungent substance derived from pine sap. Okay. Kann man, glaube ich, für nichts gebrauchen, aber cool, dass wir es haben. Wie mache ich eigentlich ein Live Elixir? Red Mushroom, Purple Mushroom, Morel und Chanterelle. Ich glaube, das machen wir am Geschichte im Herbst. Sturdy Ring. Oh wow. Was sind negative Statuseffekte? Ich glaube, ich habe noch gar keine, die ich könnte haben. Hallo Kätzli! Miau! Kann ich da mal ein bisschen Bäume fällen noch? Baumfäller da. Weil was könnte man anders mit dieser Zeit anfangen? Da wächst ja sowieso ein neuer nebendran von dem her. Ich habe noch niemanden gesehen, der einen Baum fällt, in dem man vertikal mit der Axt drauf haut, aber du, irgendwann ist immer das erste Mal. So. Wir tun da halt einfach mal ein bisschen weiter aufräumen. Why not? Die Bäumchen lasse ich mal wachsen. Kann ich, ja. Lasse ich mal wachsen, kann ich den wirklich kaputt machen. Boom, macht dann kaputt. Punk. Junge, du bist so geschickt. Manchmal frage ich mich wirklich. Das noch ein kaputt machen. Sieht doch schon viel besser aus da. Jetzt sollten wir langsam gepennen, bevor wir umkippen. Und vielleicht ist das Inventar noch entleeren. Ist eigentlich noch cool, dass man einfach an einem Tag pennen kann, wenn man es braucht. Und hoffentlich ist dann unsere Energie morgen wieder voll. Das sind da rein, das sind da rein. 187, nice. Clay. Das ist doch eigentlich Boden, oder? Oh, das kommt da rein. Das kommt da rein und das kommt da rein.
Dafür das, Rolle und Stone. Ja, gut. Sleep for the night. Yes, please. Okay, Bohnen geben uns nicht allzu viel. Die Erdbeere haben uns verdammt viel gegeben. Aber die haben glaube ich auch verdammt viel gekostet. Energie ist wieder komplett voll. Und wir können immer, also vielleicht nicht mit dem Ding drauf umschlagen. Cauliflower, please. Schau, dass du fertig bist, bevor die Saison fertig ist. Die Saison hat schon 30 oder 31 Tage, oder? Vielleicht sagen wir, dass sie 30 oder 31 Tage hat. Falls nämlich nicht, könnte... Ja doch, es könnte trotzdem noch funktionieren mit den Herdöpfeln, aber es könnte knapp werden. Oh, okay, was nicht. Well, shit. Einmal ziehen. Und gießen. Einfach schon mal die Hälfte von der Energie einfach drauf geht für das da. Ich frage mich, was die Effekte sind von der also von den Verbesserungen für unsere Werkzeuge. Weil in Harvest Moon ist es so, dass zum Beispiel die Spritzkanne könnte dann du kannst sie quasi aufladen. Du kannst draufdrücken und nachher drauf bleiben. Und dadurch das mehrmals gießen. Aber wenn du drauf bleibst, dann ladet es quasi deine Spritzkanne auf. Und wenn du loslässt, je nachdem wenn du loslässt, macht sie verschiedene Sachen. Also beim ersten Upgrade tut sie zum Beispiel die 3 in einer Reihe bewässern. Beim zweiten Upgrade tut sie die 6 da bewässern, glaube ich. Beim dritten Upgrade tut sie 9 bewässern. Und beim letzten Upgrade weiß ich gar nicht. Aber halt so Zeug. Und Spitzhacken können halt größere Sachen kaputt machen, zum Beispiel die Stümpfe kann man dann mit einer besseren Axt kaputt machen. Aber ja. Und fertig! Was haben wir denn da für einen Brief? Dear Kuma, how are you doing, sweetie? I've missed you so much since you left. I hope the farming life is everything you hoped for. Love, Mom. P.S. I sent you your favorite cookies. Nice, mein Cookies bekommen. Wie viel geben die uns? Plus 90 Energie. Holy shit, very chewy. Und nochmal ein Brief. Dear Kuma, tomorrow we are all getting together for the flower dance. If you can't find a partner, you might even want to participate in the dance yourself. There's a little clearing beyond the forest west of town where we hold the dance. Arrive between 9 a.m. and 2 p.m. if you're interested. Mayor Lewis. Im Westen. Beyond the forest west of town. The forest west of town? Das ist meine Farm. Vielleicht meine jetzt das da hier. Weil, ich meine, das ist noch, da hat's ein Forest. Ups. Map, dankeschön. Da hat's ein Forest, wo wir noch nicht erkundet haben, wo man offenbar reinkommt, aber kann man echt noch weiter nach Westen. Ich meine, da kann man auch noch irgendwo hin. Und da offenbar auch noch. Sehr merkwürdig. Und da auch noch. Und da unten hat es auch noch eine Brücke, wo man irgendwo hin kann. Wir haben also noch viel vor uns. Und da haben wir auch noch eine Brücke, die können wir vielleicht sogar reparieren. Schnappen wir mal ein bisschen Holz. Weil das bisschen meine einfach alles, was wir haben. Und können schauen, ob wir die reparieren können. Es könnte sein, dass wir irgendwie 200 brauchen. Ich frage gerade noch kurz einen Baum oder 2. Ich glaube, es sind irgendwie 200 oder so. Please, dankeschön. Aber ja, we'll see, würde ich sagen. Das kann ich auch gerne noch kaputt machen. Holz! 200. Der wird ja auch noch fällen. Einfach just because I can.